Über 120 Jahre war der Wolf ausgestorben hier am Land. An den letzten Jahren ist er vereinzelt abgetaucht zu Lützeburg, aber auch am Meisleck, aber nicht nur just hier, sondern auch in anderen Regionen vom Land. Die letzte Sichtung war dann mir exakt den 11. Januar zu Wünschach. Und das konnte klar als Wolf identifiziert gehen. Vierdrei waren nicht immer so klar. Denn der Verband von der Lützeburger Schofsan Geessenzieht, da möchte ich nur sagen, mir fein, weil der Wolf ja dafür bekannt ist, für eine andere auch Schof a Geessen zu reißen. Dafür von Silo eine spezielle Unterstützung für Herden, die ja besser für am Wolf schützen zu können. Da wären 3 Fragen, die ich wollte an den Minister stellen. Unter anderem brauchen sie mir Klottüren, weil ein Wolf kann relativ viel sprangen, und dafür brauchen sie Klottüren von 1,5 Meter bis 2 Meter. Für dat der Wolf nicht drüber könnt. Da stellt sich auch vor von den Nachfolgekästen, wann der Wolf Schof reist, und die anderen, die ihre fortlaufen, und dass den Ableck zu einem Schad feiert, die zum Beispiel auf der Straße kann geschehen, wenn der Schof angestoßen wird. Da freuen sie sich auch, für ein Subsid zu kriegen, am Fall, wo sie einen spezialisierten Wäschhund sich müssten anschaffen, zum Beispiel der französische Pyrenäenhund, Birchhund, dann nennen den Herdenschutzhund. Und dafür wollte ich mal den Minister fragen, wie Sie auf die Forderungen vom Verband von der Lützeburger Schofser Geessenzüchter wild reagieren. Ich wollte aber auch da fragen, auch von den Inselhilfen, wie kann die ausgesehen, als da auf Insel Schof, also kein Job vom größten Betrieb, wo von ihr Schofshalter, die 4, 5 Schof, und da 10, 20, und da ein paar 100 Schof. Ich meine, die sind mir rar. Und dafür wollte ich mal den Minister, merci so für Ihre Antwort. Merci vielmals, Herr Engelen, Minister für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung. Madame Carol Diesch-Burschert-Brett. Da wollte ich dem Herr Engelen natürlich merci so für das froh, die als Gelegenheit gibt, eigentlich auch zu sagen, dass wir froh sind, dass an sich nur so einer langer Zeit der volle Werber nur immer mal heute Lützeburg abtaucht, 4 Mal, 2017, also 17 Guffen ja zu Holz und Gernisch, dann noch ein Ursprung fuhren, Niederrhein, wenn 2020 und noch 22 Wünsche, und das auch nur erwiesen, und dann wird auch der Kontakt mit den belgischen Kollegen, weil auch hier in der Nordostregion als ein Gesicht gehen, auch derselben da, sodass es kann sein, dass man, und das muss ich dann noch bestätigen, dass man dann irgendwann mir langfristig wollefrei hat. Wir haben aber nicht gewährt gehabt, am Umweltministerium für zu summen, mit den Akteuren einen Aktionsplan an sich auszuschaffen. 2017 durfte ich schon gemacht, das wurde präventiv gemacht. Da haben damals Autoren mit geschafft, davon auch aus dem Sektor von der Landwirtschaft, weil es natürlich ein wichtiges Themenfeld ist, für an der Akzeptanz präventiv zu schaffen. Weil das natürlich so, dass der Wolf durchaus kann eine Reperkussion auf Nutztieren haben, an dem sie reist. Und für genau die Fall gibt es doch heute klare Prozeduren, weil die soll machen. Echt, wann der Schof ging gerast gehen, da gibt es Gutachten gemacht, da gibt es angeschickt bei dem Senckenberg-Institut. Aber kriegt den, wenn der Wolf nur gewesen ist, als Lützburg eine 100%ige Entschädigung. Wenn es nicht klar ist, ob der Wolf ist, dann kriegt 75% zurück. Dafür ist die Mensch wichtig, dass das geguckt wird. Also der Wolf, und da wird auch zur Summe geschafft, weil das war auch der Sinn und Zweck, dass wir mit den landwirtschaftlichen Administrationen zur Summe geschafft haben. Da geht auch den Dossier nach bei DASTA. Die möchte auch eine finanzielle Evaluation vom Schuld, und da könnte die beim zurück, weil Gelder kommen aus dem Umweltbereich, und du wird eben noch geklärt, und zusammen habe ich mit der Landwirtschaft, ob es dann 100% ist oder 75% von dem Montant, den bezahlt soll gehen. Das Ganze fand er auch an einer Broschüre, die fandet auch im Internet, wo da an sich könnt, ob mehr Sprachen noch lesen, das auch auf Französisch erhältlich. Und du gibt es auch interessant Verhaltensregeln, gibt es Kapitel natürlich auch, wie sich als Mensch soll verhalten,
bei dem Misch muss ich natürlich Hunde linkt halen. Und da gibt es aber auch eben die Kapitel für bei froh zu antworten zur Prävention, für wann die Nutztieren hört, aneben dann noch ganz klar Aufweisungen, was ihn möchte, wandern Schof gewas wir. Es gibt sich auch am Vielfalt mit der Thematik, falls mal ein Problem Wolf ging abtauchen, beschäftigt, was das wäre. Und da geht es ganz zum Schluss für die Leute, die das will ich nicht wissen, auch eine ganze Zeit zur Finanzierung, was kann alles finanziert gehen, wie sind die Maximalmonten schwingen, das kann in do alles Fundamenton heißt, für die Analysen, hier wird die Entscheidung, die kann natürlich variabel sein, mit der die Prozedur ganz genau erklärt, das mir sie präpariert, wann der Wolf können, und ich war auch am Vielfalt durch den Austausch mit den Akteuren, die auch nicht nur aus der Landwirtschaft, mehr aus dem Bereich von der Forstwirtschaft, sodass wir mengen, dass wir gut vorbereitet sind, ob die Kaderfigur, dass der Wolf hoffentlich geschwind ein Teil von unserer Natur ist. Und damit sage ich merci.